Voilà, schöne gute Mittag an diesem fantastischen Kader und ich kann so ein Happy Birthday Blitz SBL 10 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Wir sind nämlich gerade an der Kanner schon, aber ein bisschen vom Teenager schon. Und ich fand, wenn ein ASBL 10 Jahre packt, dann ist das schon enorm an Blitz ASBL. Ja, hast du für die Leute, die Schicksalsschläge Blitz gemacht haben, für die Leute zu unterstützen, für den Entourage zu unterstützen. Ich meine, eine ganz wertvolle Hilfe an eine Hilfe, die wirklich muss appreciiert werden. Und heute zu Lützeburg sind es eng 4 Personen pro Tag, die Schlag kriegen. Das sind da 1460 pro Jahr. Und das waren da in den letzten 10 Jahren dann 15.800. Ich fand erschreckend. Und dafür Blitz ASBL 10 Jahre. Gut, dass du da siehst, gut, dass du die Leute unterstützt. Mir aber kann ich mir schau zu und wir feiern. Wir feiern 10 Jahre. Soll kein traurigen Tag sein. Und eine Science-Akademie, mänglisch kann nicht sein ohne Musik. Und da haben wir auch römer bekannten Gesichter bei der Remo Cavallini an Bühnas frei für dich, für einfach mal als alles zu sitzen mit einem musikalischen Antrakt. Schöne Mittag.
Vielmals merci dem Remo Cavallini. Wir werden ihn nur auch nicht hören. Und ich meine, wir sind immer so an der Ambiance dran. Wir können genießen. Und wir sind heute an einem fantastischen Kader. Ich werde letztes Jahr für dich da. Ich bin froh, um dürfen heute zu sein. Und ich fand das bitte, wo ihr Schloss einfach nehmen. Immens. Und du gehst natürlich auch eine Gemenge Papp an die Gemenge hier. Und dafür bitten ich mit Laurent Zeimet bei der Pult, für ich auch vielleicht einen kleinen zum Mode Bienvenue zu suchen. Herzlich willkommen. Merci, dass ihr hier seid. Merci, Madame Präsidentin, Herr Familienminister, liebe Max Hahn, die Damen und die Herren, herzlich willkommen hier am Beetebauer Schloss. Ich bin froh, wenn Sie in den Saal gucken. Chantal Keller hat sich ein bisschen Sorge gemacht, ob die Folge nicht das voll. Felicitationen schon mal dafür. Die Frage vielleicht eins noch, für was sind wir hier zu Beeteburg an dem schönen Schloss, wie du gerade gesagt hast. Ja, mir wenn ich so davon als behaupte von der Beetebauer Gemeinde für uns 10 Jahre, wir waren so etwas wie Girdel an de Petter von der Blitz SBL, wo Chantal die wollte an die Lehre rufen an gefordert, dass man Kinder unterstützen, indem sie mal selbst zur Verfügung stellen. Also es wo eine Hilfestellung konnte gehen, das haben wir ganz gerne gemacht. Also sind wir dann hoffentlich, dass wir zu dem Erfolg während 10 Jahren konnte beitragen und noch also großen Respekt am Namen vom Chef und vom Gemeinderat von der Beetebauer Gemeinde für das, was Blitz SBL landesweit liegt, aber auch hier an dieser kleinen Kommunität immer beiträgt. Vielmals merci dafür. Das ist eine Geschichte von Engagement, die 10 Jahre von der Blitz SBL Engagement für die Betroffenen natürlich auch für Familie, weil wenn der Blitz anschlägt, da schlägt das auch an eine Familie, an einen bekannten Kreis an, die dann alle gute Mathe auch betroffen sind. Und dafür wäre es mir wichtig, eine SBL zu einer Organisation zu haben, wo ein abgefangen wird, die eine Hilfestellung kann geben, für eben mit der neuen Lebenssituation einzugehen. Und dafür denke ich, große Merci von all den Familien, und da das zu so viel kommen sieht, denke ich auch Merci für die 10 Jahre Arbeit, die da gelegt hat. Das ist eine Geschichte von Engagement, mit das aber auch eine Geschichte von Encouragement, weil wenn der Blitz so anschlägt, da könnt ihr resignieren, könnt ihr das selber bedauern und abgehen vielleicht auch zu einem Teil ein Stück weit. Oder möchte ihn wie Chantal Keller und möchte ihn der Beste aus der Situation und ich habe etwas Wunderbares, von dem vielleicht etwas tun, und du hast das gemacht. Und ich fand, dass für uns alle Guten ein Encouragement oder eine Motivation, egal was leben, jeder hat der Schicksalsschläge, egal was leben, weil es voll ist, muss ich immer probieren, das Beste daraus zu machen, dass du da fertig sprichst. Und dafür noch ein Respekt und eine große Merci. Vielmals merci, wo ihr mich dafür das Leifierter. An den Abend sollte man einen Ritsch wirklich Ehrengast haben, die aber nicht physisch heu sind, die aber irgendwie Büsselchen heu sind. Empfangen soll son Altesse Royale Grande Duchesse Héritière Stéphanie. Den Abend heu sind, kann aber leider nicht mehr da feiern mehr. Sie hat sich aber natürlich gelost, für ihre Videomessage zu schicken, an die sie mal heu Hanna da ist auf der Bühne. Moin alle Gur. Der SBL Blötz bekräst haut zu Beeteburg ihre Großdeutschschwester, die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, der ihren 30. Geburtstag feiert. Seid alle herzlich willkommen und erlaubt mir, aus Respekt zu eurer Gäste, diese Message auch zum Teil auf Deutsch zu halten. Die Blötz SBL in Luxemburg feiert ihr 10-jähriges Bestehen. 10 Jahre Einsatz gegen den Schlaganfall. 10 Jahre Aufklärung der Öffentlichkeit über die grundlegende Bedeutung der Früherkennung. 10 Jahre Hilfe für Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben. 10 Jahre Unterstützung für ihre Familien und Angehörigen durch das Angebot von neuropsychologischer Beratung. 10 Jahre Aufklärungsarbeit, um für die Integration der Patienten in die Gesellschaft zu sorgen und ihnen das Leben zu erleichtern. 10 Jahre außergewöhnlich Arbeit, gefordert von der Präsidentin, der Madame Chantal Keller, ihrem Team von Ambassadeuren, den Membres von ihrem wissenschaftlichen Komitee und all die Supporter. 10 Jahre sind eine sehr lange Zeit bei einer Erkrankung, bei deren Behandlung jede Minute zählt, wenn der Patient eine bildgebende Untersuchung durchlaufen muss,
bevor er innerhalb von 3 Stunden nach dem Auftreten von den Symptomen behandelt werden soll. Aber 10 Jahre sind eine kurze Zeit, um eine Bevölkerung über die Risiken von Schlaganfällen aufzuklären. Es ist eine kurze Zeit, um Präventionsmaßnahmen umzusetzen, die Opfer und ihre Familien zu begleiten. Denn jeden Tag erleiden im Großherzogtum 4 Menschen einen Schlaganfall. Nein, es passiert nicht nur den anderen. 10 Jahre sind ein guter Moment für euch alle Merci zu sagen. Merci für den Weg, den wir schon gemacht haben. Merci für Ihr permanentes Engagement und für die Weiterführung von der Aktion. Merci und letzte Boy für Ihre Generosität. À vous, Madame Keller, à vous toutes et tous, à Blotz ASBL, je vous souhaite et je nous souhaite un très joyeux anniversaire. Wir so in Son Altesse Royal, da kann ich also irritiert, Stefanie, vielmals merci, dass du dich Zeit geholt hast, für diesen Videomessage zu schicken. Und du spielst den auch im Englisch, dass du wirklich gefühlt daran hast. Und wir nach einer Person, die dann per Video zugeschaltet hast oder eine Message geschickt wird, den aktuellen Premierminister Xavier Bettel lässt sich auch entschuldigen, kann heute leider nicht hier sein. Ja, gut gefüllte Kalender im englischen Moment. Und aber auch eine kleine Videomessage von ihm. 10 Jahre Blitz ASBL, der Numm sieht alles. Der Blitz kann überall erschlagen, egal wen treffen. Das ist dasselbe beim AWC. Und du wirst wichtig, dass es so eine Association gibt wie Blitz ASBL. Die da ist, wenn es einem geschieht. Wenn ich nicht mehr weiß, weiter zu gehen, für die Familie, für den getroffen ist vom AWC. Dafür ihr riesige Merci. 10 Jahre, wo dir die Schüler, die vielleicht gebraucht haben, an die schwierigen Momente. Aber auch das Ohr, was die braucht, wenn die nachgelauscht muss kriegen. Für allem macht das Mundstück, wenn die Rotschläge braucht. Der Responsablen, ein ganz, ganz großes Merci. Und auch all den Leuten, die ich kenne, die ein AWC hatten, wissen, wie wichtig ihr Arbeit ist. Die machen das freiwillig. Das die schönste Geste, den ich habe für andere Leute. Sich Zeit holen, an eben sich zu sagen, wir lassen nicht allein. Ein großes Merci dafür und Happy Birthday. Wir so noch dem Xavier Bettel en decke Merci an ich ging lo so jamais 203 mir nach Videomessage für euch und zwar das von der Gesundheitsminister Paula Lehnert lässt sich auch für Haut und Schëllegen aber hat auch natürlich gelost für die Videomessage zu schicken. Die Damen und Herren, liebe Madame Keller, Präsidentin von der Blitz ASBL, leider ist mir heute nicht möglich, ich persönlich für 10 Jahre zu gratulieren. Am Kader vom Welttag vom Ihres Schlag will ich trotzdem gerne auf die Wichtigkeit von der Aufklärung und Präventionsarbeit hinweisen. Durch frühzeitige Erkennen von den Symptomen könnten eine ganze Reihe AWC verhindert gehen und dadurch den Impact auf Patienten und ihre Familien auch limitiert gehen. Alldag erleiden heute in Lützeburg 4 Menschen in ihren Schlag, mit teilweise grave Konsequenzen. Und eine von den Hauptursachen dafür, das ist ein hoher Blutdruck. Dafür gehen alle Jahre um diese Zeit Aktionen an Abdikten an den Spitälern organisiert, wo in diese gratis Gemüse kriegt oder einen Ultraschall von der Halsschlag oder dem Merker kriegen. Ich will heute besonders von dieser Gelegenheit profitieren und nach einmal all den Akteuren im Terrain und zum der Association Blitz vielmals Merci sagen für ihr unermüdliches Engagement. Dem macht es möglich, dass Betroffene ihre Erfahrungen während ihrem Pflegeweh mit allen Schwierigkeiten, aber auch mit ihren Succesen können teilen. Ich wünsche dafür alle Betroffenen und ihre Familien heute viel Courage, so ihnen Merci, weil ihr Beitrag zu diesem Tag, das ist ein ganz essentieller Beitrag für als Präventionsarbeit. Madame Paula Lehnert dann noch von dieser Platz aus ein dicke Merci. Hallo, fuhr mal weiter mit einer Person, die wirklich feiert, die mit live als Seele definitiv feiert. Und Chantal, du bist heute schon so viel annimmt gehen und so viel Positives. Ich lasse einfach das Mikro für dich und vielmals Merci für den guten Abend, den du machst. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich werde mich heute auf Deutsch wegen meinen Gästen.
möchte ich ganz herzlich begrüßen und zuerst möchte ich jedem, der hier im Saal sitzt, Danke zu sagen. Es ist mir unmöglich, jeden Einzelnen zu begrüßen und ich hoffe, dass ich niemanden vergessen kann. Deshalb liebe ich es, einfach jedem Einzelnen zu sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass Sie heute hier sind. Und die Videos sind natürlich sehr, sehr schön und mein großer Dank gilt natürlich an Lorenz Heimet. Mit ihm habe ich vor 10 Jahren ihn gebeten, mir zu helfen, die Assoziation aufzubauen. Und er war zu meiner Seite. Er hat mir gesagt, wir stehen hinter dir. Wenn du etwas brauchst, mein Büro steht jeden Tag offen. Du kannst immer vorbeikommen. Und ich möchte ihm ganz, ganz herzlich dafür danken. Aber auch die Videos, Massagen der Großherzogin möchte ich ganz herzlich danken. Auch unserem Premier, Herrn Büttel, und der Gesundheitsministerin für die lieben Worte, die sie mir gesagt haben. Danke, aber nicht nur für mich, sondern für mein ganzes Team. Wir sind eine Teamarbeit und ich bin nicht alleine, sonst wäre dies nicht möglich. Und ich nehme das als Danke für das ganze Team entgegen. Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, was Blitz in den 10 Jahren gemacht hat. Was haben wir erreicht? Zuerst sind wir 12 Personen Betroffene. Das sind die den Schlaganfall gemacht haben und die Familien. Wir beide haben zusammen das Team Blitz ist eine betroffene Organisation. Ganz wichtig, und dann möchte ich auch hier dem Komitee Scientifique vielen, vielen Dank, weil es ist sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Neurologen, mit den Reha-Zentren, mit all denen, die sich um den Schlaganfall bemühen, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Und mit ihnen zusammen möchte ich ganz herzlich Danke sagen, dass Sie da sind für uns und zusammen machen wir, glaube ich, eine gute Arbeit. Seit 2016 sind wir bei SAFE. Was ist SAFE? SAFE ist die europäische Organisation für Leute, die einen Schlaganfall hatten. SAFE arbeitet zusammen mit ISO. ISO sind die Ärzte. Beide zusammen arbeiten gemeinsam und sie haben einen Plan aufgestellt, um in ganz Europa eine Richtlinie zu erstellen. Und wir sind insgesamt 34 Länder. Und auch dieses Jahr oder nächstes Jahr sehen wir uns in Dublin. Und für Luxemburg ist Dr. Monique Reif hier, und die habe ich vergessen, die beiden Ehrengäste, das ist Dr. Galle von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe und Monique Reif, die auch als Ehrengast hier ist. Und wir beide vertreten Luxemburg bei SAFE und bei ISO. Der Schlaganfall ist vermeidbar. Und 10% ist es möglich, dass wir Leute ihnen sagen, der Blutdruck ist das Hauptproblem beim Schlaganfall. Und es ist möglich, mit dem Schlaganfall also einfach zu machen, dass man keinen Schlaganfall hat. Was machen wir? Wir machen Prävention. Wir machen Prävention, indem wir Videos machen. Wir haben verschiedene Videos gemacht, auch einen über die Fibrillation auriculaire, das Herz, was ein großes Problem ist. Und haben wir auch für dieses Jahr 10 Videos gedreht. Und bald sehen Sie eines der Videos. Und Sie sehen
der Schlaganfall trifft nicht nur Ältere. Früher hieß es immer, ein Schlaganfall ist etwas für Ältere. Und heute ist das nicht mehr so. Es sind immer mehr junge Menschen, die betroffen sind. Wir haben seit 2013 haben wir jedes Jahr eine Broschüre. Die erste Broschüre war ein Blatt und mittlerweile haben wir eine 40-seitige Broschüre, die wir jedes Jahr frisch drücken und bald wird die neue für 2024 wird fertiggestellt. Dann haben wir auch ein Buch gemacht, das war 2019, ein Buch, wo wir mit der Hilfe von Raymond Clement, der wunderbare Fotos gemacht haben. Dieses Buch war in Deutsch, Französisch und Englisch und in Portugiesisch kam heraus. Dann haben wir Publikationen, unsere Broschüre und dann haben wir jedes Jahr, das ist, was ist mein Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen? Ich habe sie hier. Ganz wichtig ist, dass wir haben in Luxemburg in so vielen Sprachen, dass wir das immer versuchen auf Deutsch, Französisch, Englisch und natürlich auch Portugiesisch. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir viele Leute erreichen. Und dann haben wir verschiedene Affischen, die wir auch in den Krankenhäusern verteilen. Und heute ist unser großer Tag. Sie haben alle die Einladung bekommen und wie Sie wissen, ab morgen werden wir in 5 im Reha-Center und in 4 Krankenhäusern anwesend sein. Wir werden dann in den Krankenhäusern wird der Blutdruck gemessen. Wir haben einen Stand, wo wir Informationen den Leuten anbieten und natürlich der Blutdruck wird gemessen. Und dann natürlich das Allerwichtigste, wir bieten unseren Leuten, das heißt eine gratis Blog und wir haben das ausgeschrieben in den Zeitungen und das Telefon hat ab 8 Uhr die ganze Zeit geklingelt und ich glaube, um 14 Uhr waren alle Daten aus. Wir hatten keine Termine mehr und wie gesagt, wir könnten auch wirklich 2 Tage anbieten und ich glaube, auch diese wären sofort fort. Wir haben eine Warteliste von Leuten, die auch gerne diesen Gratis-Doppler gerne hätten. Natürlich, der Blutdruck ist wirklich ein riesiges Problem und deshalb haben wir zusammen mit den Apotheken, kann man in die Apotheke gehen und den Blutdruck messen lassen. Gleichzeitig erhält man diesen, wo es heißt, was sind Ihr Risikofaktor. Und natürlich wissen Sie alle, dass Eclair, das Blitz-Eclair heißt und dass wir für jedes Jahr die Eclair-Aktion starten. Und dieses Jahr haben wir so viele Bäcker, die mitmachen. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir wirklich einen Rekord gebrochen. Und die meisten, anfangs war es nur 1 Tag oder 2 Tage, jetzt sind es eine ganze Woche Eclair. Und ich weiß, dass Dr. Droste sagt, das ist nicht gut, das ist zu viel Zucker, das geht überhaupt nicht. Aber dieses Jahr, unser Bäcker dieses Mal hat eine extra Creme mit weniger Zucker gemacht. Also... Natürlich haben wir jedes Mal, wir haben 10, was wir anbieten, ist 4 Aktionen im Monat. Das heißt zuerst die Porte Verte, das heißt, es geht 2 Stunden geht es um, wie kann ich mit einem Rollstuhl in Ferien fahren oder wie ist Migräne und der Schlaganfall, wie ist die Verbindung. Und dann natürlich auch die Müdigkeit, die jeder von uns allen kennt. Und dann haben wir auch, und das ist klar, wenn man einen Schlaganfall hat,
dann meidet man die Leute. Man meidet herauszugehen und das ist das Allerwichtigste. Es geht darum, die Leute zu bewegen, die Leute Sport zu machen, die zusammen, dass man sieht, ich bin nicht alleine. Die anderen haben genau die gleichen Probleme wie ich und zusammen machen wir Sport und das 2 Stunden im Reha-Center und schauen sich alle diese Leute an, die sind regelmäßig da und die machen alle mit 2 Stunden und am Anfang glaubte ich, das ist nicht möglich, die können nicht 2 Stunden Sport machen und sie sind alle da und sie machen mit und dann haben wir Pötter und auch da, das ist immer sonntags und da sind auch immer Leute da und dann haben wir noch Relaxation, Sport und auch da regelmäßig Leute. Das heißt, normalerweise haben wir 4 Aktionen pro Monat und ich weise Sie darauf hin, dass wir insgesamt zu 12 Personen sind. Was sind die Nebenwirkungen? Was ist ein Schlaganfall? Was bleibt beim Schlaganfall? Ich werde jetzt nicht auf das Ganze eingehen. Das Wichtige ist, dass ich glaube, die einen Schlaganfall haben, können wir bestätigen, wenn es kalt ist, dann schmerzt alles. Und wenn der Körper, wenn er immer diese Bewegung nach unten, das heißt, das ist ein unheimlicher Schmerz, der bleibt. Und je nachdem, ob es kalt oder warm ist, Leute, die einen Schlaganfall haben, sind am besten in warmen Ländern. Aber wir können aber nicht jetzt alle zusammen ausreisen, aber das ist wirklich das Beste. Jeder, der einen Schlaganfall hatte, sagt, also die Hitze, die tut mir unheimlich gut. Und dann die große, das was immer bleibt, das ist die große Müdigkeit, die Stroke-Müdigkeit. Und das ist halt, die Batterie ist wie bei einem Handy, ein schlechter Handy, die Batterie ist sofort aus die Maus und dann haben wir ein großes Problem, der Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Frauen sind ein bisschen geduldiger, während die Männer, die nicht zugeben können, dass die Batterie ist aus. Und was beginnt? Sie beginnen zu streiten mit der Frau oder die Frau mit dem Mann. Und das ist natürlich für das Klima sehr schlecht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass jeder weiß, die Stroke-Müdigkeit, dass jeder kennt die und man soll sich da hinlegen und einfach sich da hinlegen und bis die Batterie ein bisschen aufgeladen ist, dann geht es besser, aber nicht die Frau oder den Mann anschimpfen. Dann haben wir etwas ganz Wichtiges, das ist, wir haben Konsultation, das heißt, die Leute können bei uns anrufen, sie rufen im Sekretariat an und dann bekomme ich den Schein, dass sie angerufen haben, ich rufe den Leuten an, habe sie dann im Prinzip 1 Stunde am Telefon und ich höre mir das Ganze an, ich höre zu und ich glaube, das Zuhören, das tut den Menschen gut. Ich meide zuerst irgendetwas zu sagen, ich höre einfach zu und wenn ich sehe, dass das Problem wirklich eine neuropsychologische Hilfe benötigt, dann vermiete ich sie an unsere 4 Neuropsychologinnen und wir bieten unseren Mitgliedern 10-mal gratis Behandlungen an. Die werden nicht von der Krankenkasse bezahlt und eine kostet 110 €. Und das 10-mal für die Betroffenen. Seit wir das machen, kann ich sagen, von Jahr zu Jahr nimmt das zu. Wir haben unheimlich viele, die neuropsychologische Hilfe benötigen. In Zukunft, was Objektiv Probo, das heißt, was ISO und SAFE gerne möchten oder was sie sagen, was gemacht werden muss, das sind, dass
in den Krankenhäusern. Wir haben 4 Stroke-Spitäler, Krankenhäuser. Und es geht darum, dass in ganz Europa alle Stroke sollen zertifiziert sein. Ich weiß, dass ich das jedes Jahr sage und ich hoffe, dass irgendwann, dass wir vielleicht das nächste Jahr, dass ich sagen kann, nicht nur Sergel, aber 2, 3 sind auch unterwegs. Und ich hoffe, dass vielleicht nächstes Jahr, dass ich da mehr sagen kann. Und dann, ganz wichtig, dann sind die Leute im Krankenhaus und das, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, die Zertifikation ist etwas, was wenn ich jetzt im Ösling wohne oder im Gutland und ich komme ins Krankenhaus, dann gibt es ein Protokoll und jeder muss dieses Protokoll muss das ausführen und deshalb ist es sehr wichtig, die Zertifikation. Nach dem Schlaganfall kommen die Leute dann in ein Reha-Center. Wir haben ein nationales Reha-Center und das ist das größte hier im Land. Und da werden von den 4 Spitälern werden die Leute dahin geschickt. Der Durchschnittsalter beim Reha-Center ist im Moment 52 Jahre. Stellt sich das mal vor, 52 Jahre Durchschnitt von den Leuten, die im Reha-Center liegen. Also das ist schon beeindruckend. Und dann, wenn man etwas älter ist, dann kommt man in die Rééducation gériatrique. Und auch da haben wir 4 Krankenhäuser oder Institutionen. Und uns ist es sehr wichtig, dass auch die geguckt wird, ob sie gut arbeiten und dass das alles, die Evolution, dass die auch gemacht wird. Jetzt finde ich das deutsche Wort nicht, Entschuldigung. In Zukunft, und deshalb haben wir heute die Deutsche Schlaganfallhilfe hier, die wird uns ein bisschen über den Lotse erzählen. Was ist ein Lotse? Ich werde nicht darauf eingehen. Wir versuchen das zusammen mit Mondorf. Wir möchten ganz gerne, wenn man weiß, dass ungefähr nach 5 Monaten das Ganze in den geriatrischen Spitälern am Ende ist und Maximum 1 Jahr im Reha-Center, dann hat man keine Therapie. Und dann weiß man, okay, man kann wohl Kinesiotherapie und Orthophonie bekommen, aber jeder weiß, das macht man vielleicht ein halbes Jahr oder sagen wir 1 Jahr, aber dann aus die Maus, dann will man nicht mehr. Und da braucht man, und wenn man keine Behandlung mehr hat, dann nimmt das sehr schnell ab. Also bald keine Behandlung, dann geht es ruckzuck bergab. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, eine Nachsorge hier ins Land zu rufen. Und das Nachsorge zeigt, wir haben Mondorf, ein wunderbares Zentrum. Wir waren gestern, waren wir da und hatten eine Versammlung. Und Mondorf ist wirklich wunderbar und das wäre optimal, wenn wir das erreichen können. Aber dafür brauchen wir die Politik, dass wir das bekommen. Ganz wichtig, wir haben keinen Register hier in Luxemburg und das ist etwas, was wir unbedingt brauchen. Nun fragen Sie sich, und ich möchte heute noch sagen, wieso ich heute die Deutsche Schlaganfallhilfe wieso ich gesagt habe, dass sie vorbeikommen sollte. Ich habe 2007 einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall gemacht und mein vorletzter Gedanke, ehe ich in die Versenkung abgerutscht bin, war, wenn ich das Ganze überleben sollte, dann möchte ich in Luxemburg eine
deutsche nicht die deutsche, aber eine luxemburgische Starkanfallhilfe hier gründen. Das war 2007. Heute feiern wir unseren 10. Geburtstag und ich bin sehr, sehr dankbar, dass heute die Deutsche Schlaganfallhilfe hier zu Besuch ist. Ihnen ganz herzlichen Dank. Vielmals merci Chantal, das ist definitiv dein Applaus. Merci für den beruhigend Aderweis alles zu erklären. Und es ist einfach fantastisch und genial, für mit zusammen zu schaffen. Dann würde ich Herrn Georg Galle auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. Sie kommen anstelle von Dr. Michael Brinkmeier, der ist kurzfristig erkrankt, kann leider nicht hier sein. Sie sind aber auch von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe und Sie feiern dieses Jahr 30 Jahre, die Blötz ASBL 10. Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag zu den 30 und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, herzlichen Dank. Genau, die Großherzogin hat es ja gerade schon gesagt, 30 Jahre, wir sind quasi so ein bisschen die große Schwester von Blätz. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung, Chantal. Wir fühlen uns sehr geehrt, heute hier sprechen zu können, Ihnen das vorzustellen, was wir machen. Ich möchte Sie alle begrüßen, natürlich vor allen Dingen auch das Team von Blätz, weil ja dieses ehrenamtliche Engagement, das Sie alle entwickeln, ohne das geht es nicht. Die Politik kann nicht alles regeln. Irgendwann muss natürlich die Politik dann tätig werden, aber nur durch Menschen wie ich, Chantal, ist es eigentlich möglich, dass so etwas aufgebaut wird. Und da sehen wir auch deutliche Parallelen zu dem, was wir in Deutschland haben. Die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe ist vor 30 Jahren von Liz Mohn gegründet worden. Und auch Liz Mohn hatte in der Familie ja einen persönlichen Fall. Ihr Sohn, der jüngste Sohn, war betroffen. Und daraufhin hat sie sich entschieden, die Schlaganfallstiftung zu gründen und bis heute wirklich eine segensreiche Institution. Und Liz Mohn wird auch noch gleich zu uns einmal sprechen. Ich fange ganz kurz an. Ich möchte Sie auch nicht mit einer Schadschlacht erschlagen, habe aber auch 2 Videos. Und Chantal, ihr habt das übersetzt, sodass da Untertitel sind. Und ich hoffe, es ist für alle dann auch gut verständlich. Ja, ganz kurz nochmal, was ist die Deutsche Schlaganfallhilfe von Liz Mohn vor 30 Jahren gegründet? Im Prinzip sind es 2 wichtige Säulen. Sie sehen in der linken Säule, das ist das ganz Praktische, also Hilfe, Rat und Information. Da sehen Sie Selbsthilfegruppen, die sich organisiert haben, die von uns aus koordiniert werden. Wir sehen das Service- und Beratungszentrum, da gehe ich gleich noch darauf ein. Wir machen viele Infoveranstaltungen. Und die rechte Säule, das sind strukturelle Veränderungen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass sich im Gesundheitswesen Strukturen ändern. Vor über 20 Jahren ist insbesondere auf Initiative von Liz Mohn sind die Stroke Units in Deutschland eingeführt worden. Wir haben heute flächendeckend 320 Stroke Units. Aber was gut ist, kann auch noch verbessert werden. Das sehen wir in Luxemburg, das sehen wir bei uns aber auch. Und dann möchte ich heute aber auch über die Schlaganfall-Lotsen sprechen. Chantal, du hast das gerade schon angesprochen, ein ganz neues, wichtiges Vorsorge- oder Nachsorgekonzept, wo wir sagen, man darf den Patienten, den Betroffenen eben nicht in der Häuslichkeit alleine lassen, weil dann, was du auch gerade beschrieben hast, all die vielen Erfolge, die in den ersten Wochen und Monaten erzielt werden, dann auch tatsächlich wieder verloren gehen können. Ja, und an dieser Stelle möchte ich jetzt einmal Liz Mohn zur Sprache kommen. Und jetzt muss ich einmal fragen, muss ich irgendwo draufdrücken oder in das? Ein Schlaganfall ist wie ein schwerer Verkehrsunfall. Von einer Sekunde zur anderen ist es ein anderes Leben. Der Schlaganfall ist auch oft schwer zu erkennen. Und das ist das Furchtbare auch an dieser Krankheit, dass es nicht gut erkannt werden kann. Wenn sie gelähmt sind oder Sprachausfälle haben oder nicht mehr sehen können, dann wissen sie es. Aber es gibt so viele Formen vom Schlaganfall. Das ist das, wo wir immer wieder neue Aufklärungen brauchen. Und darum kann ich auch nicht stehen bleiben, sondern weitermachen.
Als ich vor 25 Jahren die Stiftung aufgebaut habe, da war der Schlaganfall ein Stiefkind in unserer Gesellschaft und eigentlich auch nicht bekannt. Ich selbst hatte in meiner Familie und Umgebung, ich kannte keinen Schlaganfallpatienten bewusst. Und das war eigentlich das, wo wir gesagt haben, erstmal Aufklärung in der Bevölkerung, bei unseren Bürgern. Es gibt den Schlaganfall und jährlich 270.000 Patienten, die neu kommen. Das heißt fast wie eine Stadt wie Bielefeld. Wenn wir uns das vorstellen, das ist unheimlich. Die vielen Besuche, die ich auf Schlaganfallstationen gemacht habe, es gibt 300 Schlaganfallstationen bei uns in Deutschland, wo Experten die Patienten gleich auffangen und rund um die Uhr betreuen und somit die Spätfolgen doch sehr, sehr verbessern können. Und da glaube ich, dass ich da viel erreicht habe. Oder die 450 Selbsthilfegruppen, die 200 Ärzte, die ehrenamtlich arbeiten, die Netzwerke, die wir geschaffen haben. Und dass ich sagen kann, zurzeit gibt es, glaube ich, in Europa kein Land, das so gut versorgt ist beim Schlaganfall wie wir hier bei uns in Deutschland. Für mich ist es unheimlich schön zu wissen, wie vielen Menschen man geholfen hat und dass die Schlaganfall-Stiftung hier bei uns in Deutschland wirklich etwas umgedreht hat im Gesundheitswesen. Dass wir gesagt haben, die Aufklärungsarbeiten, wir haben oft 8 Millionen mit einem Projekt erreicht. Und man muss es immer wieder machen. Und ein Schlaganfall ist nicht mehr gleich tot, sondern ein Schlaganfall ist heilbar. Und das ist das Besondere, was wir in den über 2 Jahrzehnten erreicht haben. Ja. Ich glaube, das ist auch die wichtige Botschaft. Man muss einfach dranbleiben. Man muss immer wieder neu beginnen. 270.000 Schlaganfälle in Deutschland. Ich habe gerade die Zahl gehört, jetzt in Luxemburg. Ja, das ist unglaublich viel Elend für den Betroffenen, aber natürlich auch vor allen Dingen für die Angehörigen. Und da braucht es einfach dieses Engagement, dass wir hier uns alle unterhaken und eben wirklich den Betroffenen helfen. 30 Jahre Stiftung. Sie wissen, die Schlaganfall-Stiftung zum Bertelsmann-Konzern quasi gehört. Dazu gehört ja auch RTL. Das ist dann natürlich hilfreich, wenn man eine große Medienkampagne starten will. Das heißt, in diesem Jahr werden wir auch noch entsprechend Fernsehspots bei RTL, aber auch bei anderen Fernsehsendern spielen können. Und Sie sehen hier auch nochmal das, was schon gerade im Vortrag von Chantal auch rausgekommen ist. Es ist die Miriam, eine 30- bis 40-Jährige, die einen Schlaganfall hatte und hier als Testimonial dient. Es ist eine Nela, ein Kind. Der Schlaganfall passiert zum Teil schon im Mutterleib, oft unerkannt. Oder es sind eben die vielen älteren Leute, wie hier rechts zu sehen, die einen Schlaganfall bekommen. Mit dieser Kampagne werden wir jetzt demnächst rausgehen und eben Werbung für den Schlaganfall machen und für die Hilfe gegen den Schlaganfall. Beraten, helfen, motivieren, das ist das, was Sie auf dem nächsten Chart sehen. Hilfe zur Selbsthilfe. Wir koordinieren 360 Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland. Ganz wichtig, dass eben ein Engagement auch aus den Bürgern herauskommt. Wir haben Hunderte von Schlaganfallhelfern, die oft selbst betroffen sind oder Angehörige und die dann sagen, meine Erfahrungen möchte ich weitergeben und deshalb engagiere ich mich als Schlaganfallhelfer. Wir haben das Service- und Beratungszentrum, es spricht leider nur Deutsch, die Fähigkeiten, die ich hier bewundere, alle sprechen fließend Letzteburgisch, Deutsch und Französisch und Englisch, also das haben wir nicht drauf, muss man sagen. Also auf Deutsch können sich auch Bürgerinnen und Bürger aus Luxemburg hier melden. Das ist die Kollegin Petra Heidbrink, die schon 25 Jahre Erfahrung hat und Fragen rund um den Schlaganfall beantwortet werden. Das sind natürlich keine medizinischen Fragen, da dürfen wir keine Auskunft geben, aber es gibt viele andere Dinge, wo finde ich den nächsten Therapeuten, wie mache ich ein Fahrsicherheitstraining, dass ich wieder Fahrrad fahren darf oder eben auch Auto fahren darf. Das sind ganz wesentliche Fragen, die Schlaganfallpatienten haben. Und wir sind eben auch im intensiven Austausch mit Sanitätshäusern, weil das sind auch ganz, ganz wichtige Ansprechpartner für Schlaganfallpatienten. Kindlicher Schlaganfall, ich habe es gerade gesagt,
eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir eine große Aufmerksamkeit haben. Wir wissen gar nicht genau, wie viele kindliche Schlaganfälle es gibt. Es sind eventuell so um die 500. Es passiert eben auch schon im Mutterleib. Wir haben heute in 4 Teilen von Deutschland, im Norden, im Osten, im Süden und im Westen, Kinderschlaganfall-Lotsen, die eben speziell nochmal betroffene Eltern unterstützen. Das ist letztlich eine seltene Erkrankung und dann ist es immer schwierig, Spezialisten zu finden und viele von diesen Eltern wenden sich eben an uns. Wir veranstalten auch Workshops mit denen, da treffen sich Eltern, tauschen sich aus und das bringt natürlich auch nochmal eine Dynamik da rein, dass ich sehe, ich bin nicht alleine, es geht anderen genauso. Die bleiben dann auch, da entwickeln sich Freundschaften, eigentlich wirklich auch eine gute Sache. Unsere Strategie, die Versorgung verbessern und dann sehen Sie hier eigentlich ja die 3 wichtigen Stationen der Versorgung. Da ist zunächst mal die Akutversorgung, eben die über 300 Stroke-Units oder hier in Luxemburg 4 Stroke-Units, wie wir gehört haben. Wir haben die großen Rehabilitationscenter, wir haben gestern mit Gaston Schütz zusammengesessen, haben viel hier über das Rehabilitationscenter in Luxemburg gelernt. Das ist eben ganz wichtig, dass sofort im Anschluss an die Akutstation dann wirklich diese medizinische Rehabilitation einsetzt. Aber danach fällt der Patient in der Nachsorge doch in ein Loch. Da muss man in Deutschland für alle Studien machen. Ohne Studie bewegt sich gar nichts. Ich werde auch gleich über eine Studie berichten. Die Chefärzte, die Neurologen sagen uns, was braucht es da eigentlich Studien? Das wissen wir doch, dass in der Nachsorge da große Defizite da sind. Aber so tickt halt der Gesundheitsmarkt. Manchmal wird Studie über Studie gemacht, wer hinten runterfällt, ist der Patient, weil irgendwann muss natürlich auch mal gehandelt werden und dann ist natürlich auch die Politik gefragt. Es muss immer alles finanziert werden können, das ist ganz klar, weil letztlich wird es aus unseren Sozialversicherungsgeldern, so ist es zumindest in Deutschland, ich glaube in Luxemburg ist eine ähnliche Situation, finanziert werden. Also das darf man nicht aus den Augen vergessen, aber klar ist heute schon, in der Nachsorge muss für Patientinnen und Patienten etwas passieren. Stroke-Units, noch mal kurz das Beispiel. Ja, eine tolle Versorgung, aber wenn man jetzt den Anspruch hat, und das ist zunächst mal der Anspruch auch des Gesetzgebers, innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit soll die nächste Stroke-Unit erreichbar sein. Das ist genau das, was draußen steht. Time is brain, deshalb muss es ja unglaublich schnell gehen. 9 Millionen Menschen leben in Regionen in Deutschland, wo das nicht gewährleistet ist. Und es sind 400.000 Menschen, da dauert 60 Minuten. Bis der Krankenwagen da ist. Und das ist immer noch ein Problem, weil eben in dieser wertvollen Zeit ja, viel passiert, was dann hinterher nur noch sehr schwer oder mit gewaltigem Aufwand und gewaltiger Kraftanstrengung des Einzelnen auch tatsächlich reparabel ist. Chantal, du hast es gerade erwähnt, wir sind ja Seite an Seite in der SAFE-Organisation, in der Stroke Alliance for Europe. Es ist letztlich unser Ziel, das, was wir an Erkenntnissen haben in Deutschland, aber eben auch in Luxemburg nach Europa zu tragen, gemeinsam mit den Medizinern. Und das ist auch heute die Botschaft, die ich mitbringen will, auch von Dr. Brinkmeier, dem Vorstandsvorsitzenden der Schlaganfallstiftung, dass wir gemeinsam mit Luxemburg letztlich in Europa den Startschuss machen, um das, was an Defiziten da ist, insbesondere dieses Thema Nachsorge, Schlaganfall, Lotse, auch zu bewegen. Wir werden sehr stark darauf achten, dass wir gemeinsam eine Initiative in Europa auf den Weg bringen. Wir haben andere Länder wie Estland, die eigentlich auch bereitstehen und sagen, wir wollen hier mehr unternehmen, um letztlich eine europäische Initiative zu initialisieren. Und da werden wir, liebe Chantal, das kann ich dazu sagen, das sagte gestern Abend auch nochmal Michael Brinkmeier, der jetzt heute leider erkrankt ist, aber mich gebeten hat, das Thema zu übernehmen, dass wir hier Luxemburg sehr stark unterstützen werden mit den Mitteln, die wir haben und dass wir insbesondere bei diesem Thema Schlaganfall Nachsorge eben ja, ein europäisches Movement auch bringen wollen und hier einen Spirit rein wollen, dass die Politik uns hört und eben diese Defizite auch beseitigt werden. Ja, hier eine Patientin, die eigentlich so ganz beispielhaft für eine Schlaganfallpatientin ist, die Elke Geisler, eine ehemalige Lehrerin, die mit 70 ihren Schlaganfall bekommen hat. Und die Elke Geisler sagte extra, nehmt mich als Testimonial, denn ich möchte nach draußen noch mal weitergeben, wie wichtig das für mich war, eine Lotsin zu haben.
Sie ist Lehrerin gewesen, das heißt intellektuell wirklich voll auf der Höhe. Aber auch sie sagte, ich hätte mich nie durch diesen Dschungel des Gesundheitssystems durchfinden können, wenn ich nicht diese Kümmererin, nicht diesen Lotsen an der Seite gehabt habe. Es gibt unglaublich viele Angebote, riesig viele. Aber ich habe mich, weil ich bisher noch keinen Schlaganfall hatte, als Mensch nie damit beschäftigen müssen. Es hat mich einfach nicht interessiert, wo ist hier der nächste Therapeut oder wenn ich eine Halbseitenlähmung habe, wie wird meine Wohnung umgebaut, damit ich mit dem Rollstuhl da durchkomme. Und das sind mit einem Schlag, oder deshalb finde ich ja auch dieses Wort Blitz, also so toll, es trifft mich eben wie der Blitz, muss ich all diese Fragen beantworten können. Kann ich nicht. Also dafür bin ich in der Situation überhaupt nicht in der Lage und meine Angehörigen auch nicht. Und insofern war es eben, das sagen uns die Betroffenen, ganz wichtig, in der Situation einen Lotsen, eine Lotsin an der Seite zu haben, die mich eben hier unterstützt und unterhakt. Was macht eigentlich die Lotsin? Wie arbeitet der Lotse? Ich zeige auch gleich noch ein Video mit einer Kollegin. Also zunächst mal ist es wichtig, dass der Lotse die Versorgungsqualität verbessert, dass der insbesondere auch diese Sektorengrenzen überwindet. Sektorengrenzen heißt, es gibt letztlich dann die Akutstation, die für sich eine Organisation ist. Dann gibt es das Reha-Center, dann gibt es den Hausarzt. Oftmals wird eben nicht in der Verbindung dieser verschiedenen Institutionen gedacht, sondern jeder denkt aus seiner Perspektive heraus. Der Patient braucht aber letztlich eine sektorenübergreifende Versorgung. Und das ist eben, das kann man ja auch den Institutionen nicht verübeln. Jeder muss auf seine Wirtschaftlichkeit achten, jeder hat seine Prioritäten im Kopf. Und da ist eben wichtig, dass einer diese ganz verschiedenen Player in dem Markt im Blick hat und sagt, die müssen zusammen für dich wirken, um eben tatsächlich auch etwas zu bewirken. Und entscheidend ist, dass der Lotse im Endeffekt ja den Patienten wieder in die Lage versetzt, selbst leben zu können. Also selbst Teilhabe am Leben zu haben. Es sollen keine Abhängigkeiten geschaffen werden. Lotsentätigkeit heißt immer, nach 12 Monaten oder nach 15 Monaten ist erstmal Schluss. Das ist dieses Stichwort Empowerment. Ich soll in die Lage versetzt werden, eben wieder selbst für mich sorgen zu können. Und das ist immer der Ansatz des Lotsen. Irgendwann sollen die Betroffenen wieder alleine laufen können und auf eigenen Beinen stehen. Das ist ganz, ganz entscheidend und das wollen die Menschen ja auch. Man will selbstbestimmt leben. Ja, und im nächsten zeigen wir jetzt ein Video über die Arbeit, was macht eigentlich der Lotse? Jedes Jahr erleiden mehr als 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Plötzlich, unerwartet und völlig unvorbereitet. Ganz am Anfang weiß man überhaupt nicht, was mit einem geschieht. Man hört nur Schlaganfall, aber was das bedeutet und mit sich zieht, ist einem überhaupt nicht bewusst. Auf der Schlaganfallstation arbeiten Spezialisten Hand in Hand, um das Leben des Patienten zu retten. Aber was kommt dann? Eine Frage, die Patienten und Angehörige oft in große Angst versetzt. Darf ich im Moment mich zu Ihnen setzen? Hier beginnt die Arbeit der Schlaganfall-Lotsin, die den Patienten in ihr Betreuungsprogramm aufnimmt. Dem Patient wird sehr schnell bewusst, dass sich das Leben jetzt erstmal verändert. Die Lotsin koordiniert die Versorgung. Im Pflegeteam der Schlaganfallstation erhält sie wichtige Informationen über ihre Patienten. Schlaganfalllotsen wie Anke Siebdrath beraten die Patienten und deren Angehörige. Oft muss das Wohnumfeld an die neuen Lebensbedingungen angepasst werden. Die Zielsetzung des Schlaganfalllotsen sehe ich wirklich in einer besseren Versorgung der Patienten, in einer besseren Risikofaktorenaufklärung und in einer besseren Alltagsbewältigung für Patienten und für die Angehörigen. Die Lotsin begleitet den Patienten über die Rehabilitation hinaus bis in die Nachsorge. Viele Schlaganfallpatienten sind mit der Organisation ihrer weiteren Behandlung und einer Rückkehr in den Alltag überfordert. Sie sind froh, eine Lotsin an ihrer Seite zu wissen. Das war ganz, ganz wichtig auch fürs Befinden einfach. Ganz, ganz wichtig, dass jemand da ist, der zuhört, der einfach als Ansprechpartner immer da ist. Die Lotsin begleitet den Patienten ein Jahr lang. Sie achtet darauf, dass der Patient seine Therapieempfehlungen einhält und koordiniert die Behandlungsschritte.
Sie unterstützt die Patienten bei vielen komplizierten Anträgen. In Ostwestfalen werden etwa 300 Patienten nach ihrem Schlaganfall durch 5 Schlaganfalllotsen begleitet. Anke Siebdrath arbeitet sie anhand eines Schulungskonzeptes ein. Die Erfolge der Lotsen werden wissenschaftlich ausgewertet. Auch ein Hausbesuch und langfristiger Telefonkontakt gehören zum Betreuungsprogramm. Viele Fragen tauchen erst auf, wenn der Patient wieder zu Hause ist. Was kann ich tun, damit ich nicht noch einmal einen Schlaganfall bekomme? Und auch da ist es wichtig, dass wir da die Risikofaktoren nochmal durchsprechen und nochmal gucken, was ist da im Fokus stehend und was kann der Patient konkret tun, um die Risikofaktoren so einzustellen, dass nicht nochmal ein Reinfarkt passiert. So wird das langfristige Behandlungsergebnis der Patienten verbessert und das Risiko für erneute Schlaganfälle verringert. Ziel der Deutschen Schlaganfallhilfe ist es, dass jeder Schlaganfallpatient durch einen Lotsen begleitet wird. Bitte unterstützen Sie diese wichtige Arbeit. Ja, Video ist nicht mehr ganz aktuell. Sie sprachen noch von 5 Lotsen. Mittlerweile gibt es schon 12 Lotsinnen und Lotsen in Ostwestfalen-Lippe. Aber es ist auch schon eine deutschlandweite Bewegung. Das zeige ich gleich. Ja, hier ist eigentlich das nochmal wiedergegeben, was Sie gerade auch schon im Video gesehen haben. Eben dieser sektorenübergreifende Einsatz von der Akutversorgung über die Rehabilitation zur Nachsorge. Es ist oft keine Verbindung zwischen diesen einzelnen Sektoren. Wenn jetzt zum Beispiel Unterlagen im Krankenhaus, bildgebendes Verfahren, Arztberichte und so weiter erstellt werden, ist nicht unbedingt gesagt, dass das beim Reha-Center auch wieder alles ankommt. Das heißt, die fangen zum Teil wieder ganz von Neuem an und da sorgt der Lotse dafür, dass der alle diese Papiere zusammen hat und tatsächlich diese ganzen Arztberichte dann in das Reha-Center bringen. Und das Gleiche gilt für die Nachsorge. Also das heißt, wenn der Patient zum ersten Mal zum Hausarzt kommt, auch da werden diese Unterlagen dem Hausarzt zur Verfügung gestellt. Es passiert nicht selten, dass also Untersuchungen 3-4 Mal gemacht werden, immer wieder dieselben Untersuchungen. Das kostet enormes Geld. Der Lotse kann also hier auch ökonomisch tatsächlich Geld einsparen. Und es bedeutet natürlich auch für den Patienten Zeitverlust, der eigentlich nicht sein muss, wenn diese Überleitung vernünftig organisiert ist. Hier sehen Sie noch, dass der Lotse den Patienten über 12 Monate begleitet. Das war in der Studie bedingt. Alle Patientinnen und Patienten, egal wie schwer sie betroffen werden, müssen in einer Studie dann die gleiche Zeit lang betreut werden. Das wird sich demnächst ändern. Da wird es Lotsengrade geben, wo man dann sagt, Lotsengrad 1, der hat nicht so viel Bedarf wie Lotsengrad 2 und Lotsengrad 3 hat vielleicht noch eine sehr starke Halbseitenlähmung, eine Aphasie und hier braucht es erheblich mehr Betreuung, sodass dann auch letztlich in der Finanzierung die Patientinnen und Patienten nach den Bedarfen ganz unterschiedlich behandelt werden können und das ist natürlich für die Krankenkassen auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wie arbeitet der Lotse? Das ist gerade im Video schon rausgekommen. Man könnte eigentlich diesen Lotsen auch als Case Manager bezeichnen. Dieses Case- und Care-Management kennen Sie in Luxemburg auch, ist ja etwas, was aus den USA vor 30, 40 Jahren zu uns gekommen ist, wirklich in der sozialen Forschung eine ganz abgesicherte Art der Vorgehensweise. Und dieser Case-Management-Regelkreis, der zeigt eigentlich nochmal sehr schön, wie ist die Abfolge beim Patienten. Also der Patient wird aufgenommen, also dann in Neudeutsch das Intake, dann werden zunächst mal die ganzen Daten aufgenommen, das ist das Assessment. Und dann ist eben wichtig, dass man gemeinsam, Patient und Lotse, einen Ziel- und Maßnahmenplan definiert. Ein Grund, Schlaganfall zu bekommen, ist Rauchen. Wenn jetzt ein Patient 30 Zigaretten am Tag geraucht hat, dann bringt es nichts, wenn der Lotse sagt, ja, morgen hören wir jetzt mal auf und dann rauchen wir nicht mehr. Dann muss da ein Plan dahinter. Ja? Im ersten Monat versuchen wir mal um 5 Zigaretten das zu reduzieren und so weiter. Und so geht es um die Ernährung, so geht es um die Bewegung. Ja? Im ersten Monat laufen wir mal 500 Meter. Das ist schon eine enorme Strecke und das wird dann aufgebaut. Und dadurch, dass eben dieser Regelkreis, das sehen Sie hier, sich immer wiederholt, das heißt, die Lotsin kommt dann wieder und checkt das mit dem Patienten. Ja, wo sind wir denn? Haben wir diese Ziele erreicht? Wenn die Ziele nicht erreicht würden, wird ein neuer Maßnahmenplan gemacht und das muss sich eben immer wiederholen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man sagt, ne, mach das mal so und dann gucke ich 12 Monate später und dann läuft das alles so, wie man sich das vorgestellt hat.
Das muss eben immer wieder zwischen Patient und Lotsin dann übereinstimmend geregelt werden. Da muss zu Agreements kommen. Und die Lotsinnen sind eben auch so, dass die sich dann auch dem Patienten ruhig vornehmen und sagen, das muss jetzt besser werden, ne? Sonst rede ich mal ein ernstes Wort mit dir. Und ja, insofern klappt das wirklich ganz gut, diese Zusammenarbeit der beiden. Innovationsfondsprojekt, Forschungsprojekt, das ist das, was wir jetzt durchgeführt haben von 2017 bis 2021. Das kostet alles viel Geld. Da bekommen wir aber zurzeit, das ist ein besonderes Programm der Bundesregierung, aus einem Fonds viel Geld, das sind 7 Millionen Euro. Damit haben wir in Ostwestfalen-Lippe, das ist die Region um Bielefeld, also im Osten von Nordrhein-Westfalen, über 1600 Patientinnen und Patienten betreuen können. Und wichtig war, dass alle Krankenkassen mitgemacht haben, fast alle Krankenkassen, denn wir können in diese Projekte immer nur die Versicherten der Kassen aufnehmen, die auch tatsächlich Teil eines solchen Projektes sind. Und wir haben gute Ergebnisse erzielt. Wir konnten zum Beispiel nachweisen, dass die Patientinnen und Patienten, die einen Lotsen hatten, dann auch die Medikamente so eingenommen haben, wie es nach Leitlinien vorgesehen ist. Und das ist eigentlich immer der wichtigste Schritt, um dann tatsächlich erneute Schlaganfälle, also diese Rezidive, zu verhindern. Heute gibt es Lotsen nicht nur in Ostwestfalen-Lippe. Das ist so, wenn man sich die Karte anschaut, das sind so diese 4 Punkte mit dem grünen Punkt da etwas weiter im Westen. Wir haben heute also schon ja, quasi eine deutschlandweite Bewegung. Der Punkt ist immer, wer finanziert es? Und dann haben wir zum Beispiel Hanau, das ist ein städtisches Klinikum, wo die Lotsen angestellt sind. Und da hat der Oberbürgermeister gesagt, ich möchte hier Lotsen haben und deshalb mache ich Geld locker. Und jetzt werden seit 4 Jahren in Hanau 2 Lotsen finanziert. Manchmal sind es auch besondere Krankenkassen, wie die Knappschaftskrankenkasse. Das ist die Kasse der ehemaligen Bergleute. Da sind natürlich sehr schwer Betroffene, Menschen, die sehr schwer unter Tage gearbeitet haben. Und dann sagt die Krankenkasse, ich möchte Lotsen haben und finanziert das. Aber das ist natürlich langfristig keine Lösung. Letztlich ist es wichtig, dass Gesetze kommen und dass eben die Krankenkassen durch den Gesetzgeber auch autorisiert werden, die Lotsenleistung künftig zu bezahlen. Es hängt eben wie immer am Geld. Irgendwo muss es hergehen, aber ich sagte schon gerade, die Versorgung wird eigentlich durch die Lotsen auch effizienter. Das heißt, es kann eben durchaus auch Geld eingespart werden und es reicht ja schon aus, wenn der Lotse nicht mehr kostet, sondern einfach durch das, was an Effizienzgewinn da ist, eben zumindest nicht mehr Kosten entstehen. Hier sehen Sie eben auch nochmal die Standorte, das sind die grünen, genau die grünen Punkte, wo die Kinder Schlaganfalllotsen oder die Schlaganfall-Kinderlotsen eben in Nord, Süd, Ost und West verortet sind. Ja, mittlerweile gibt es aber nicht nur für das Krankheitsbild Schlaganfalllotsen, sondern es gibt Lotsen für onkologische Erkrankungen, für kardiologische Erkrankungen, für geriatrische Erkrankungen. Es ist eben überall da, wo der Mensch sehr schwer betroffen ist, ein Lotse notwendig. Keiner, der jetzt ein Bein gebrochen hat, der braucht einen Frakturlotsen. Das ist nicht notwendig. Aber wir haben eben eine ganze Reihe von schweren Erkrankungen, wo es einfach wichtig ist, dass ein Kümmerer da ist, der diesen Patienten an die Hand nimmt. Und heute werden eben schon deutschlandweit 45.000 Patienten durch Lotsinnen und Lotsen betreut. Und das ist eigentlich jetzt der nächste Schritt. Wir wollen nicht, dass es in Deutschland irgendwann nur Schlaganfalllotsen gibt, sondern es muss Patientenlotsen geben. Der Patientenlotse, der eben auf diese ganz verschiedenen schweren Indikationen eingestellt ist und sich hier dem Patienten annehmen kann. Dafür haben wir ein neues Projekt aufgelegt, auch wieder eine Studie. Aber wie gesagt, es geht nicht anders. Anders kann man sonst nicht zum Erfolg kommen. Und das nennt sich Lex Lotsen. Und da steckt schon dieses Wort, dieses lateinische Wort Lex, also Gesetz, drin. Es geht hier darum zu sagen, was wäre eigentlich, wenn die Politik im nächsten Monat entscheiden würde, jetzt soll es überall Patientenlotsen geben. Dann würde jeder die Schultern zucken und sagen, ja, und wie setzen wir das jetzt um? Ja, dann kommt vielleicht jemand in Berlin auf die Idee und sagt, das muss alles aus Berlin rausgesteuert werden. Das ist aber im Gesundheitssystem nicht sinnvoll. Gesundheitssystem ist eigentlich immer regional organisiert. In jeder Region gibt es unterschiedliche Voraussetzungen.
Es gibt ein Krankenhaus, das sehr stark ist. Es gibt ein medizinisches Versorgungszentrum. Und deshalb sagen wir, man muss auf der regionalen Ebene sich ansehen, wie letztlich Patientenlotsen arbeiten sollen. Und wir werden eben in diesem Projekt nicht nur Schlaganfalllotsen, sondern auch kardiologische Lotsen einsetzen und sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben wieder eine Förderung von 7 Millionen Euro bekommen. Das Projekt wird 4 Jahre laufen. Hier sehen Sie eigentlich nochmal bei den verschiedenen Lotsenprofessionen, Schlaganfalllotse, Kardiolotse oder onkologischer, geriatrischer Lotse in der Mitte, das soll Care and Case Management heißen. Das ist eigentlich die gemeinsame Basis. Ja, wie arbeitet der Lotse? Das ist letztlich ein Case Manager. Und dann kommt bezogen nochmal auf die einzelnen Krankheiten Expertise dazu zu kardiologischen oder Schlaganfallerkrankungen. Und hier, das ist so ein letztes sehr wissenschaftliches Bild. Wir sagen immer, sieht aus wie im Biobuch die Pflanzenzelle. Da sieht man unten nochmal die Lotsenträger. Das sind diejenigen, wo die Lotsen angestellt sind, also zum Beispiel jetzt die Krankenhäuser. Es muss aber dann auch eine koordinierende Stelle geben. Das ist das Lotsenbüro. Alles das werden wir jetzt in diesem neuen Projekt untersuchen. Und wenn ich dann bei 20 Jahren Blätz hier bin, kann ich vielleicht auch schon davon berichten, dass wir erfolgreich sind und in Luxemburg und auch in Deutschland Schlaganfalllotsen auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Georg Galle. Vielen Dank, dass Sie den Weg nach Luxemburg gefunden haben und für diesen sehr interessanten Vortrag. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Da können den ganz emovanten, schönen Moment, aber gleichzeitig, weil ich freue mich drauf, Chantal hat mir schon so viel davon gezielt, könnt ein Video 10 Jahre Blitz ASBL an dank der Hölle von den Övre, als das Video dann realisiert ging. Und du goufen eng 20 Leute gefrot, die betroffen sind, tun der pur aufgesucht, mir tun aber neng matt gemacht, du schon en dicke Merci für die matt gemacht hun. Dividend, d'Agence hat das ganz da gemacht, dass ein ganz flotte Produkt rauskommt. Die gesitten noch auf Plötz.lu, die gesitten aber auch einen Dünsten, Mittwoch, an den Donnerstag, auf RTL Tele Lützeburg, auch noch an den Kinoen. Also auch da ein ganz gut sagt, du siehst dann, das ganz bis noch kurz vor Melo, aber die fantastische Video über 10 Jahre Blitz ASBL. Verstehst du mich schon oder redst du noch? Schwätze mich schon oder lest du noch? Reizwort, Rätsel an meinem Kopf. Fühlt sich schon, als hätte ich mal den Kopf. Zauber, wie ihre Idee oder ein Pachtel Heinzschott. 1000-mal höher, mir du verstehst nicht der Sprache. Mein Schirbel ist an 1000 Schirbeln. Ich verstehe nur, wie David kann. Wie wir dann an der Konsultation waren, war der Leo auch matt. Und der Leo war den Tag nicht gut und hatte eine Phase, wo wirklich schlecht war, wo er einfach Probleme hat, dadurch, weil er nicht geschwärzt hat, heute nicht konnten kommunizieren. Das hat natürlich viel Krise, viel Frustration ausgelöst und das war wirklich eine Periode, wo ganz schwierig auch für uns war, auch natürlich für seinen Bruder, weil er mit viel Scheißen sich schlagen, wo wir wirklich hin mussten, teilweise festhalten, unhalten, für das hin sich nicht weiden und noch andere nicht weiden. Ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ich hatte kein Gleichgewicht mehr. Ich konnte nicht mehr gut schwätzen. Ich konnte nicht gut verhalten. Ich hatte meine längste Zeit, war ein bisschen, wie wenn sie mir nicht gehören. Ich hatte keine Koordination mehr, ich konnte nicht mehr gut greifen. Ich hatte keine Feinmotorik mehr von der linken Seite. Ich meine, es war auch für uns schwer für uns, weil sie ist für uns normal an die Vakanz gegangen, als sie ist am Anfang als eine andere Person zurückgekommen. Weil man am Anfang gar nicht wusste, wie sie zurückkommen. Und du, wie man bis gemerkt haben, dass am Anfang alles das, was für Druck kein Problem war, gar nicht mehr gegangen ist. Also ganz normale Sachen wie Tröppeln, auch wenn nicht mehr ein paar Schritte waren, dass das schon nicht mehr gegangen ist. War für uns dann noch ganz schwer zu akzeptieren. 5 Wochen nach AWC gehe ich zu Bern an der Schweiz, Herz operiert, mit Success. Ich durst losinisch anatomisch gefleckt. Zumindest war das so.
und sind dann mit voller Euphorie arbeiten gekommen. Es war nicht von langer Dauer, ich war gar nicht belastet, war immens gereizt, granzig mit mein direkten Umfeld gut zu spüren. Mein Papa geht sich viel mehr, für mit mir Sachen zu machen. Und jener sagt dafür besser speziell, weil von ihn das in der WC kriegt, dann ist ihn ja nicht mehr so wie früher. Und dann kommen nur 10 Minuten, 20 Minuten den richtigen Doktor auch. Und du guckst ihn und der Marc war die ganze Zeit, also mein Mann, bei mir gewesen. Und du sagst ihn, das ist mein Lied, aber der Puppelchen ist tot. Und so, weh, der Puppelchen ist tot. Ja. Pardon. Und ich sehe so nur 10 Minuten rankommen. Und nachdem an der gucken stumm die Gun. Und war halt ganz groß. Seine Haut ganz groß. Und jemals aus dem Mund, sein Mund war schief. Und jemals Spaut aus dem Mund gelaufen. Und ich hat auch geschwärzt, ich da Maus. Und hat gar keine Reaktion mehr. Ich habe angefangen mit Brillen. Und du hast direkt ein Hebamme gelaufen kommen. Und sie da über das ein Heilers. Direkt Panik. Raus. Und mir wusste gar nicht genau, was lo abgeht. Sie und Dominik direkt raus, rüber an Jana Klinik, an den OP. Und mir konnten da immer gesagt, kurz drauf, das war mittags gegen 2-3 Jahre. Und ja, wir wussten nicht genau, was. Da den was alles gesagt und an der Klinik, wir haben Dominik not operiert. Du hast etwas geschehen, man Dominik tut Blutung oder irgendwas, das ist irgendwas, was nicht stimmt. Ich konnte mich ein bisschen gezählt, ich meine, für mich war nie so bewusst, dass es so schlimm wirklich war. Also, das für mich war einfach, wie geschieht das? Und da war ich kurz längst gelähmt. Und da sind ich irgendwann nur 2-3 Tage konnte ich da im Triple gehen. Und da sind wir, Liege gefangen, ein bisschen Triple rund das Spital so zu gehen. Aber wirklich, das so schlimm war, weil ich war mir gut bewusst, was das ist in ihrer Schlag oder wie schlimm das so kann sein. Und das am Anfang all recht, wie ich am Spital gekommen bin und wie wir mal zu einer der 3 Doktoren rausgekommen sind, die quasi gelaufen sind, wie ich realisiert habe, dass es vielleicht aber nicht schlimm wäre, wie das, was ich gesagt habe. Und dann sind wir dann an den Zimmer gegangen und da sind wir dann konfrontiert mit der Realität, kannst du so natürlich, hast du gesagt, dass er neben den ihre Schlag hat. Und dass wir müssten dringend halt eben probieren und schreiben für gering Leute zu geben für eine Operation. Ich will sagen, den Schlag ist geschieht, aber wir müssen kämpfen, dass auch die Leute, die einen Schlag haben und nicht mehr alles schwätzen kann, dann muss ich einfach kämpfen und dann Step by Step. No se engem AWC heier de jo ganz dacks, dat den vill Koppel sich dënner trennen, well jo awer AWC bewirkt, dat de Charakter an Behëlle vun engem Mënsch sich viel geënnert huet, dats ganz dacks net mi de Mënsch den e kennengeléiert huet, an mat dem sich bestört huet. Bei Eis muss ich aber so, wir hatten noch bis zum AWC als Hechten an als Däften, an Eise Mariage, wie das überall so was. Wir fanden, dass wir dann noch echt Minute zusammen gereckelt sind, weil wenn er gemeinsam so einen Kampf zusammen bestritten hat, das schweißt zusammen. Réappris un machette à nouveau. Mais en même temps, je dois quand même utiliser une orthèse dans la chaussure pour maintenir mon pied dans la bonne position. Donc par rapport à ma vie précédente, je fais quand même beaucoup moins de sport. Avant, je faisais assez souvent le sport. J'allais à la piscine, je faisais du vélo, quelques promenades de marche dans les forêts ici au Luxembourg. Maintenant, ça c'est devenu assez limité parce que oui, même la marche, c'est compliqué, ça fatigue. Le vélo, je devrais en fait utiliser un vélo adapté.
Et peut-être dans le futur, je m'aventurerai dans ça. Et la natation, ça reste assez compliqué parce que je peux utiliser seulement mon bras droit. Mais j'arrive quand même à nager. Juste avec un bras. Parce que j'aimerais bien sûr, effectivement, que tout ça ne soit pas arrivé, mais ce n'est pas le cas, c'est arrivé, il faut vivre avec. On est toujours très heureux ensemble, et on le sera toujours, parce que nous nous aimons. Et il faut savoir quelque chose d'extrêmement important, finalement, c'est que l'amour porte toutes ces difficultés. Lorsque nous nous sommes mariés, on nous avait dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, l'amour, quand il est là, il porte. Wie toen den hier gemacht hat, dann kommt man den Beweis wirklich auf Foto gewesen, dass es wirklich Schlag hat. Und das war, obwohl du nicht mich gerne hat, das war dann ein richtiger Schock. Aber einfach zu wissen, wie kann das sein? Noch nie mitgekriegt. Für mich war es auch immer so, ein erwachsener, älterer Mensch kriegt einen Schlag, aber nicht erkannt, auch schon gut am Bauch. Aber wie kann denn das nicht mehr gehen? Das war einfach wirklich, also man kann lachen, wirklich. Schwierigkeiten bei mir waren, dass ich nicht richtig schneiden konnte. Also ich muss immer Hilfe gebraucht. Und ich habe halt auch bemerkt, dass ich ein bisschen anders war, also ich war milös. Und ich habe gesehen, dass meine Hand, also nicht anders, mehr so, sie hatten 2 Hände, die richtig funktioniert haben, und ich hatte irgendwie nur einen. Und das tut mich, also am Anfang war das wirklich komisch für mich. Mit der Zeit habe ich so realisiert, okay, also ich bin halt ich bin einfach noch ein normales Mädchen wie, also ich schon glücklich normales Leben. Et vous dire en fait que cette présence-là de la famille, franchement, le jour J a été super importante pour moi. Dès le premier jour, dès que ça arrivait, vous voyez, moi, c'est une grande émotion qui est montée, j'en ai pleuré, hein, voilà, carrément, parce que voilà, quand on voit que les personnes de sa famille ils tiennent réellement à vous, et moi, ça m'a fait prendre conscience, voilà, que c'était quelque chose vraiment de grave, et voilà, ça m'a bouleversé vraiment et touché profondément. Aujourd'hui, si je devais, avec du recul, effectivement, hein, on voit bien, il y a un avant, un après. Moi, ce qui est rassurant, c'est qu'on a eu cette grande chance d'avoir été pris en charge à temps, suffisamment à temps. Hein, et je vois effectivement la vitesse à laquelle ça peut arriver. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne. Hein. Du und die Luft, die hältst 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 du. Ja, du hast natürlich schwer, du die passend wieder zu finden. Also Hängerhaut, pur Scheinerment, da traurig. Die Leute, die mitgemacht und sich bereit erklärt haben, da zu machen, eine große Merci, weil ich meine, sie 4 Bilder für all die anderen, kann in der Region so nicht mehr nummerieren, könnte man irgendwann im Zorn sind heute die pur Wolken, du, sie könnt aber immer. Vielmals Merci für die wunderbare Video. Ein Neurolog aus dem Fong, wenn ihn Schlag möchte, wenn der Blitz ihn dann trifft, mit der echten Doktorin oder eine ganz wichtige Person für den ganzen Verlauf dann, was du nur noch könnt. Und wir haben dann Neurologin Dr. Monique Reifey, sie war auch schon letztes Jahr, und sie ist ja am CHL Neurologe, Member vom Komitee Scientifique Blötz ASBL, und sie vertritt ja auch zusammen mit Chantal Keller dann Lützeburg an der European Stroke Association, und sie hält auch ihren Vortrag mit Neuigkeiten beim Schlag zu Lützeburg. Dr. Reif? Du hast vielmals Merci, dass du hier seid. Und ich habe gesehen, dir macht auch Musik. Dir spielt Trompete. Voilà, vielmals Merci.
Ja, erlaubt mir schon Neuigkeiten beim Schlag zu Lützeburg. Ich fand nur so einem, also ich switche ein bisschen ein Thema, weil ich meine, das vieles gesagt, die ganz wichtige Sache gesagt, die ganz emotionalen Momente. Und ich meine, das effektiv 10 Jahre Blitz an 10 Jahre Ersatz für den Patienten vom Hirnschlag. Also ich fand nicht viel anders wieder wie die Filme, die gesehen und für sich schwätzen. Und dafür habe ich mich ein bisschen für den Schlag Haut schwätzen. Ich gehe ein bisschen drüber an, aber nicht ganz viel. Ich meine, ein wichtiges Motto von der, für was wir alle guten Heis sind, ich habe ein Foto im Internet von der wir schon nun nicht darf sie benutzen. Chantal Keller war dem Motto effektiv von der ganzen Aktion für als alle unserem Heil zusammenzubringen, für ganz viel für die Patienten dort sind, hat selber einen Hirnschlag an als Ursache einen Herzinfarkt. Ich meine, wie hier aufgefallen ist, Familie spielt eine richtig wichtige Rolle. Noch dem Chantal, sein Partner an sein Kanner, Mensch, waren ausschlaggebend für das, dass er da sitzt, wie es hier sitzt. Und ich meine, das kann ich nicht genug unterstreichen, dass wenn ihn lang mal so etwas gelöst ist, dass das bald nicht möglich für jemand Leben zurückzukommen. Steht natürlich auch dort, Chantal Keller hat einen Hirnschlag, einen Herzinfarkt. Bon, wir haben die große Chance als Neurologin Chantal Keller für als Patientenassoziation zu meinem Mann, Kardiologe, ist ein bisschen traurig, weil du hast einen Herzinfarkt mit der Sätzchen für den Hirnschlag. Bon, wie Chantal Keller aber schon gesagt hat, lang möchte ich nicht auf dieser Welt, das im Beginn von einer wunderbaren Equipe von Benevolen, von Betroffenen. Das ist manchmal nicht ganz einfach für Novus zu finden, weil effektiv die Schlagpatienten, die sind schwer betroffen, die sind krank, die haben hier Energie verloren an Familien, die sich um Schlagpatienten müssen kümmern, die sind auch mit, weil das nicht evident, man denkt, andere Menschen umzugehen, wie viel drauf war. Aber da ist effektiv wichtig, dass trotzdem Novus da ist für die Assoziation Blitz, die Lozenge überlebt hat, die ein Perl ist an unserem Gesundheitssystem, manchmal weiter Leben zu halten. Ich kann nicht mehr so ein Chantal Keller, die Energie, die immer im Ansatz mit weniger Vehemenz als immer im Fänken könnt, für Sachen mitzumachen. Du doch für von der Fatigue um Schlag geschwart. Ich will Chantal nicht Keller nicht wissen, wie es war, Frunzing im Schlag. Ne? Ich meine, das war nicht auszuhalten. Chantal Keller möchte keine Halbsachen, die immer bon hat, fängt an, greift immer hoch, das hat doch gar kein Hemmschwell für alle Menschen zu schwätzen, für ob sie in sein Ziel zu kommen. Und wie gesagt, hat es meistens aber immer die richtige Schwer davon, für die Leute mal durch Bord zu holen, an sich für seine Sache, an sein Ziel anzusetzen. Muss noch schon ein paar Mal hautieren, der große Bruder Safe oder Großschwester, an Gott sei Dank auch die Deutsche Schlaganfallstiftung, da so große Bruder direkt noch an der Seite, als wirklich eine feine Sache, nimmen so kommen wir weiter, weil effektiv Safe wird den Stroke Action Plan for Europe developiert, für das können Patienten und noch Doktoren eben mit ESO zusammen Argumente hun Studien hun scientifique klar hun wir können zu so da braucht man wirklich für den Autoritäten der Politik ich gucke in die Richtung wirklich Argumente dazu, dass Politik als hilft, weil effektiv wie schon gesagt gehen das Finanzen brauchen der Wille von nur für Sachen zu ändern, sonst können die nicht richtig weiter. Nein, aber für die Punkte anzugehen, die der Stroke Action Plan for Europe, der sieht 2018 bis 2030 schon einen langen Zeitraum fand, wie ich das höre, wir sind schon 2023, Zeit geht ganz schnell rum, sind wirklich 7 Punkte, auf die wirklich angehen sollten, da das Primärprävention, wo immer Aufklärung gebraucht wird, natürlich Stroke-Uniten an den Kliniken ein wichtiger Faktor, wo man nach all viel Arbeit, wo schon viele Sachen verbessert sind, wo aber nach Arbeit ist.
Sekundärprävention natürlich an Rehabilitation an dem schmeng da dass dem Chantal Keller sein Herzensprojekt seit Jahren den Nosurgezentrum will schmeng das do wo am meeste gelitten huet. An der Klinik geht alles ganz schnell, da soll ja auch alles ganz schnell gehen. Wir sind noch alle ganz hektisch. Und ich meine, der Patient von der in der Klinik ist, die 10, 12, 14 Tage, wo du hast, kriegt überhaupt nicht mit, was da lebt. Wir schwätzen noch allzu schnell. Ich meine, schwätzen auch zu schnell für die Leute, die Schlag haben. Das ist alles nicht gut. Wir müssen uns bremsen, wir müssen mit losschwätzen, Zeit holen. Aber wenn das dann leider an den Akutkliniken nicht geschieht, weil die eben so funktionieren, wie sie heute funktionieren, da muss das noch geschehen. Und dafür fand ich das Projekt am Lotsen, wo ihn direkt an der Stresssituation an den Kliniken abgefangen, da mal ein Mensch hat, der einen Stuhl neben das Bett setzt und einfach mal da sitzen bleibt und vielleicht mal nichts sieht und dann einfach mal lauscht. Ich meine, dass das ein enorm wichtiges Projekt ist. Wie das hat schon alles geschrieben und organisiert, das braucht mir natürlich nicht neu zu erfahren. Aber Gott sei Dank gibt es den Plan, ich ging mal so ein national Neurokardio, ich weiß nicht, wie das Kardio-Neurovaskulär genannt wird, also ich ging so Neurokardiovaskulär, für den dann Lohai am Land soll umgesagt gehen. Wir haben als Schnellziele gesagt von 2023 bis 2027, das heißt, wir müssen wirklich Gas geben. Wir haben an dem Plan natürlich Kardiologe mal de Bord geholt, weil man einfach dieselben Risikofaktoren haben. Ich meine, zusammen sind immer mehr stärker, wenn man zusammen kämpft, dann riecht es mehr, wie wenn man in der Länge kämpft. Das tun wir schon ein paar Mal heute in der Beweisgestalt noch hören. Dafür der Plan, der existiert, den muss man mit Leben füllen. Tram vom Safe steht, das heißt, wir müssen es an Praxis umsetzen. Und dafür wünschen ich euch alle viel Courage an dem Chantal Sänger Equipe nach ganz viel Energie, viel Gesundjahren für einfach so weiterzumachen, weil ich meine, wenn ihr seht, was alles gelegt ist, das ist formidabel. Und dafür ging ich so, willkommen auch schon auf den Ende an felicitieren einfach nach ein Kehr Blitz für das, was sie alles zusammen erreicht. Und ich habe meine Frakturlotsen heute dabei für den Chantal Keller etwas Kleines zu überreichen, weil das hat heute nicht so geklappt bei mir. So soll es sein, ein Kado für den Geburtstag, stellvertretend für die Präsidentin Chantal Keller. Merci Dr. Monique Reif für diesen Speech mit einem kleinen Touch Humor dran. Das hat mir richtig gut gefallen. Und Chantal, du hast alles so gut organisiert, was du könnt, das weißt du aber nicht. Ich weiß aber, was du könnt. Eine butzig kleine Überraschung. Und du bietest dann wohl Nicole Backes bei dem Mikro und du kannst mir auch schon direkt bei Nicole kommen. Ja, du weißt nichts davon. Das aber ja, wir improvisieren, das ist immer ja gut. Ne? Also Chantal, 10 Jahre Blitz, fantastisch. Du hast gesehen, was wir gelesen haben, was du mit deiner Equipe gelesen hast. Aber ohne dich, ohne den Ersatz. Voilà, wunderschön. Halt jetzt Hand an Hand geschafft. Einfach nur fantastisch. Chantal, das du hast merci und dich. Die Blumen kommen vom Komitee und noch vom Sekretariat, wollte ich aber so. Vielmals merci. Und die wahnsinnig gute Komitee auch. Weil Chantal, was das schafft, das, ich meine, Monique hat es schon erwähnt, das geht nicht auf ein Co-Haut. Ich kann das nicht. Ich kann auch das nicht packen. Aber es hat so viele Ideen gehabt, wenn ihr guckt, was wir 10 Jahre gelesen haben, die Videos, alles, was wir gemacht haben, Wahnsinn. Und das, was noch kommt, was du willst, für Chantal. Vielmals merci für das, für deine Arbeit. Das ist fantastisch. Voilà, Chantal, lo fuhr wir mal Programm weiter, so wie du es geplant hast. Du kannst dann den Blumen vielleicht auflegen und dann hast du Mikro dein.
Und dann noch von meiner Seite ein dicke Merci. Du kannst dein Schlussspeech, weil wir sie bald Schluss kommen von dieser flotter Science Akademik, also die Wurdeneinke und Präsidentin von Blitz Eisbär, Chantal Keller. Das war noch nicht geplant. Ich bin total schachmatt, weil so hatte ich nicht einmal gerechnet. So meine Equipe, meinem Team, vielmals merci. Ohne sie, wie das tut überhaupt nicht möglich. Es geht nicht mehr mit dem Team. Und wir sind wirklich ein mini-kleines Team. Und das tut hinzukriegen, das geht nicht mehr mit so einem formidablen Team. Und dafür für mich vielmals merci meinem Team. Merci. Mir schon aber noch etwas zum Herz, und zwar, wir haben all Jahres, wir gehen am Frank Krämer nicht viel vom Minister, muss ich leider so. Wir kriegen nicht gerade 100.000 Euro Jahr. Wir haben zwei Personen, die wir angestellt haben, und die sehen, dass all, was wir machen, als alles benevol. Aber wir haben etwas, die einzig die nicht tun, die wir kriegen, als von Leuten sterben. Und in diesem Moment will ich all die Familien, die als Ugin haben, für das wir dann sollen kriegen, viel muss merci sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sind hier, wir nicht alle Menschen überlebt den Schlag. Letzte Woche als ein ganz besonderen Herr gestorben, mit dem ich zusammen am Reha-Center war, den Herr Demoulin, den Dr. Demoulin, mit dem ich zusammen Therapien am Reha-Center gemacht habe. Und ihn ist dort gestorben, und seine Frau hat mir angerufen und gesagt, er ist gestorben. Und wir kriegen den Don auch von ihm. Und auch all den anderen Familien, wo wir den Don kriegen, gebe ich Heimatneiger vielmals merci sagen, dass sie an uns denken. Wir brauchen die Suchen für das tut alles besonders die neuropsychologische Hilfe und als Leute weiterzugehen. So kriegen wir keine Suchen. Wir haben natürlich Membern, sind 20 Euro. 20 Euro dem Jahr, aber das ist nicht Welt. So, da sind wir schon bald Schluss gekommen, aber ich will hauptsächlich auch all denen, die uns gesponsert haben, also Sponsoren, vielmals merci sagen, und ganz besonders dem Remo Klemmer und dem Luc Freisel, ich weiß nicht, ob man heute da ist. Der Remo Klemmer hat 2 Bilder für uns versteht. Und ein Bild war ganz besonders Bild, das war die letzte Kehr, wo da komme ich wieder auf, der Weiß Davies halt zu Lützeburg war, das war sein letzter Auftritt, dann war er gestorben, und Remo Klemmer hat eine Aufnahme davon für uns versteht. An dem Remo, den Eisen, muss ich sagen, der Blitzfotograf ist, den immer für uns da ist, und auch das die wunderbare Foto gemacht hat, gebe ich ganz besonders merci sagen. Hier sitzt du, Raymond, vielmals merci. Du warst den. Als Buch als der Remo hat all Foto gemacht vom Buch. Und wenn ich etwas brauche, rufe ich dem Remo an und sage, ich komme, wie halt, kannst du ein Foto machen? Ich bin da und wir machen die Foto. Das ist wirklich ein immens schön, wenn ich kann, sich auf Freunde verlassen. Dann haben wir auch noch die Alexandra Lops und den Joe Klein, die sie für den Blitz 8.000 Kilometer mit dem Velo gefahren, sind Februar aus und 8.000 Kilometer. Sie kommen nächste Woche, sie haben nicht geschafft für den 22. Oktober. Sie kommen den 25. sind am Land angekommen. Und ja,
geht leider nicht durch. Sie haben gesagt, sie müssten packen. Sie müssten Mamvelo, sie giften mich gehen. Ne? Sie haben lo, fängt sie an, aber Knien, an alles ein bisschen weh zu kriegen. Und ich habe nach gestern mit Alexandra geschwärzt, also ich bin wäsch von dem, was sie gelesen haben. Also 8000 Kilometer Mamvelo durch Europa gefahren für den Blitz. Im Moment sind wir auf 8.500 €, die sie für uns geguckt haben, dass wir die kriegen. Und das ist wirklich. Und Alexandra ist auch Neuropsychologin. Und durch das, was er gemacht hat mit seinem Kollegen, können wir ganz viele Leute auch neuropsychologische Hilfe anbieten. Für keins vergessen, habe ich einfach gesagt, wir schreiben alles auf, wenn alles matt gemacht wird, also dass der Schiedverein bietet, die Stadt enkel durchzulesen. Und in dem Sinn will ich allen viel merci sagen, dass ich Sonntag mit der Zeit geholt für meinen Blitz zu feiern. Und wie immer haben wir die große Pläsier, aber das gebe ich auch nicht so, weil das will nicht dem Joel sein erbische Wäsche. Wir werden noch etwas ganz Schönes hören. Ich gehe Ludwig und Joel und vielmals merci, dass ihr alle heute hingekommen seid. Vielmals merci. Ja, weil wir in das Jahr so Akademie mit Musik angefangen und dann haben wir auch mit Musik ab. Einfach nur für das ganz schön aufzurunden und da so dem Claudine Muno, dem Remo Cavallini und dem Jan Teki ein dicke Merci, so ein ehrliches Merci, dass da kommen sieht, ich finde es ganz agreeabel von. Ich wünsche jedem, die vielleicht betroffen sind, nach einer Fruse ganz viel Courage. Ich meine mit der Blitzer SBL, geht kein Langgeloss an. Du weißt mal so, ich denke, du schwätzt von den Eklären. Voilà. Henno, kriegen wir dann noch von Musik, bis fertig ist, kriegen wir etwas Kleines zu trinken. Und natürlich ein Blitz-Eklär, matt oder schon für heute essen. Das ist ja schon bald Zeit hier oben zu essen. Also in dem Sinne, ich wünsche dir viel Courage, ich wünsche dir eine schöne Zeit, genießt Leben und hoffentlich bis nächstes Jahr. Und Happy Birthday, Blitz SBL. Merci. Happy Birthday von mir, merci Chantal, merci une ganz équipe. Stehst du mal schon oder redest du noch? Schwätze mal schon oder liest du noch? Kreuzwort, Rätsel am im Kopf. Fühlt sich immer zärtlich mit dem Kopf zerbrach. Leere Idee über ein Porzellanschutz. Tausendmal länger mir verstehe ich die Sprache. Ich schiebe das und tausend Schieben. Spreche nur wieder, wie kann du hinten attackieren? Heiß Blut voll, mal dann eine Runde fehlen. Schon an nie gern Scrabble gespielt. Von ihm musste so ein Puzzlewesen spielt. Alle Menschen die Bilder der Hauptsache. Ich war noch nie fremd vor bestimmt. Verstehen mich nicht falsch, bewohnen den Gedanken. Wannst du meinst, du weißt, was ich nicht so wollte. Du siehst Gedanken, sie frei. Da geht sie schwerer wie Leid. Sie fahren aus der Hand und wie von hier bis vor den Mund. Meinen so hat Kolumbus oder Amerika gefunden. India getauscht und du bei Neues entdeckt. Wie langweilig er sind von ihm direkt. Immer das finden, wo wir die sich.
ja einfach uns den Lied schreiben, man hat den Werte, testen Twist, dann kann ich mit einem Instrumental gehen. Und zwar ganz lang, bis ich auf den Punkt kommen sehe. Brauche ich viel Lula, wo ein Pause. Du musst das Publikum schon hören, an Applaus aus dem Hoch. Wie gut, dass du noch durchstehst. Ich verliere so viel so, wenn mein Gedanke sind heiß, wie du diese Mann, war ich denken. Weil du kennst mich da, mein Ängste, an einem Labyrinth von Labyrinthen, brennt du meiner Mann Luft, an die Luft, die hältst du, an die Luft, die hältst du. Hallo aus dem Moment für etwas Gutes zu trinken an eng Eclair. Voilà, Friedrich.